nicht einfach nur verballert aus. Wie sieht's aus? Verballert. Waschi, die erste. Krach aus dem Lernbüro. EP, Mixtape, Album, CD, Streaming, Veröffentlichungswerk von Mr. Benzer Scholle. Also, das war schon gut gemacht, ne? Halt, ich habe nichts geskriptet. Ich habe vorher noch irgendwas im Kopf gehabt. Du kannst ja ruhig noch einen Zettel schreiben, das ist kein Problem. Anderes wäre ein A-Zettel kann. Ja. Beim Bobby stand halt wirklich 5-mal hier ein Fuß drauf, du liegt da noch. Jetzt kannst du einfach den Zettel von der Auto. Lol. Ja, gut. Besser Bier, Boy, Puff, weil blöd. Was ist das? Das müssen wir mir mal erklären. Besser Bier, Boy, Puff, weil blöd. Ja, ist jetzt blöd oder besser? Der Lars wieder, wäscht das geht wieder Kiss auf. Lass ich das mit dem Zettel doch einfach sein. Ja, also, gerade aus dem Dämmbüro. Schlecht, aber laut. Ja, genau. Kaufen eigentlich das Ding und beobachten, wie aus, ja, wir machen nur 4 Songs auf der CD, ein halbes Jahr intensive Arbeit mit sehr viel Dummheit und Gejockels, gepaart mit Woi und Kaffee. Ja, das haben wir alles so draufgepackt. Also symbolisch natürlich, ne? Wenn wir hätten die theoretisch mal durch die Woi ziehen können, aber ich glaube, das ist nicht so gut für die CD. Und nachher für der Woi. Ihr kennt ja mal das Inlay durch die Woi ziehen und gucken, was passiert. Können wir uns schreiben dann. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es war auch ein bisschen anstrengend zwischenzeitlich. Aha. Also ja. hätten wir uns gegenseitig wahrscheinlich auch einfach in den Bach versenken können. Haben wir Gott sei Dank nicht gemacht. Ja, und wenn ihr letztes Jahr das so ein bisschen verfolgt habt, dann wissen wir ja, 4 Songs haben wir schon rausgebracht. Die sind auch noch wie vor gut. Also die sind jetzt nicht schlechter Woche, die sind besser Woche, genau. Weil das ist noch jetzt eine richtige Schlagzeugdruck. Genau, wir haben nämlich noch ein bisschen drauf geschraubt. Dann haben wir halt angefangen, einfach noch ein bisschen weiter Ideen aufzunehmen. Und daraus ist jetzt echt eine geile Plattwoche, die wirklich Spaß macht. Also mir macht sie wirklich Spaß. Man muss sagen, klar, also ich habe mich schon gefragt des Öfteren, wo haben wir die CD? Danke. Ja, also, ne? Ich habe mich öfteren gefragt, ob überhaupt jemand bis getränt kehrt, ne? Weil man nicht mehr so, oh guck, was du davor so auf der CD drauf ist, kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute einfach abschalten. Wäre ich auch gar nicht best drum. Also, Glückwunsch, wenn das schaffen, ne? Also, Respekt, kleiner Tipp von mir, ihr könnt da einfach von hinten anfangen, ne? Immer gut, gell? Damit ist dieses Video nicht mehr jugendfrei. Jo, Alter. Jo. Genau, wann ich jetzt, also Favorites finde ich ganz schwierig. Ich muss sagen, der Ham ist ein absolut guter, geiler Song, also der gefällt mir richtig gut, weil wir es geschafft haben, also es gab ja vorher, es wird ja noch, ne, ich will jetzt nicht zu viel verrückt, aber da kommt ja bestimmt noch Album wissen. Und wir haben es geschafft, eine geile Akustikversion aus dem Ding zu machen und die macht richtig Spaß. Die klingt rund, die beschreibt eigentlich das, worum es geht, nämlich die Balz. Und deswegen zählt der auf jeden Fall zu meinen Favoriten. Wobei man sagen muss, also ich bin der Lars, finde ich auch sauwitzig, auch wenn ich selber nicht der Lars sein kann, wie der Lars das ja schon deutlich gemacht hat. Es ist zwar traurig, aber ne? Also der Lars ist der Lars und mir halt. Ne? Und, aber wir schaffen dran. Aber wir schaffen, ja, manchmal sind wir nah dran, aber für Lars sei fehlt halt einfach noch ein bisschen das Lars. Ansonsten, Menio, das steht gar nicht drauf, das kann man vielleicht auch mal erwähnen. Menio beim Trucker-Song zum Beispiel auch Unterstützung kriegt vom Toywasch. Das, weil wir das einfach nicht singen können. Ja, und beim Trucker-Song hat ja noch jemand mit. Und, genau, und wir haben sogar noch Unterstützung kriegt vom Krebsel, der sein V8 nämlich bei uns aufgenommen hat. Also wir haben uns schon Mühe gegeben, ne? Also wir haben auch wirklich darauf geachtet, so weit wie möglich eigentlich alles, was ihr hören, selber euch zu spielen. Also wir haben echt wenig Loops benutzt. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt noch welche drin jetzt? Gar keine mehr. Sind keine Loops drin. Wir haben keine Loops benutzt, wir haben alles selber zusammengerasselt, kaputt geschmissen und ne? Also der Laster haben wir nicht selber auch gemacht, aber... Das ist alles Einzigste. Ja. Pulse-Tracker 21 finde ich ganz interessant, weil es halt... Also den Song gibt es schon. Super, so natürlich. Legst dich gerade zu. Immer schon wieder Valentinstag. Zu da. Das kann ja trotzdem mit Valentinstag sein. Ursache Fallen. Tim. Das habe ich schon verstanden. Valentinstag. Der Valentinstag. Wie bei Valentin. Alles klar. Flatsch. Kaputt. Mr. Pelzerschale macht mein Gehirn kaputt. Ja, selber schuld. Ich mache ein bisschen Kaffee. Ja, schon. Ich erzähle noch ein bisschen mit rein. Ne? Also Pulse Tracker 21 finde ich sehr sympathisch. Ach, weil wie gesagt, den Song gibt es schon länger. Aber jetzt hat es halt auch mal, jetzt hat der Name auch mal Berechtigung so halbwegs. Finde ich eine coole Version. Ich
finde es eh cool, dass das Album so vielseitig ist. Also wir haben ja nicht nur Rock, wir haben ja auch Ballade drauf, wir haben auch reine Gitarrenballade, wo schon gar nichts anderes mit dabei ist. Und wir haben halt aber auch so irgendwie so laid back, gechilltes Zeug drauf irgendwie und halt klar, was wäre eine CD von Mr. Pelzer Scholle ohne dumm Zeug drauf? Also, ne, war nicht mal so Washti oh Washti oder Beerboy Puff überlegt, ne, das ist halt, also Beerboy Puff, das ist ja wirklich eine Ansammlung von Hirnfurz, das gibt's ja gar nicht, dass sowas überhaupt erlaubt ist, dass man sowas überhaupt verkaufen darf. Aber es macht Spaß. Das habe ich jetzt glaube ich schon ganz schön oft gesagt. Ja, da landen dann halt auch mal so Spruchnachrichten auf der CD, die eigentlich nur so mal aus Scheiß, ne? Manchmal aus Scheiß und magst du Spruchnachricht. Also machen es lieber nicht, weil sonst sind ja irgendwann Teil dieses verkorksten Universums aus Hirnfurz, komische Jockels, Boy, schlechte Gerüche. Aber nichtsdestotrotz, im Großen und Ganzen hat es uns wieder ein ganzes Stück vorwärts gebracht, wir haben die Zeit genutzt. Wir haben es damit geschafft, wir sind daraus sicherlich auch gewachsen, nicht nur musikalisch, sondern auch bandtechnisch. Und deswegen, so viel mehr will ich jetzt auch eigentlich gar nicht mehr sagen. Nur, ja, habt Spaß damit, holt euch die Platte oder beziehungsweise die CD oder streamt es halt auf Amazon oder Spotify oder wie ihr gerade Lust habt. Habt Spaß damit und vielleicht seid ihr langsam wieder besser. Sehen wir uns danach schon sehr bald noch wieder in echt. Und dann könnt ihr es euch auch in echt hören. Also, alles bestimmt nett, aber vieles. Allah, Hysterie, bleiben sauber, macht's gut. Trinken nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ne? Okay, San Francisco. Was? San Francisco? Okay, San Francisco. Also. Also auch der Bundesgartenschau. Das hast du schon gekannt. Bundesgartenschau. Bundesgartenschau. Was war Allah in diesem Sinne? Macht's gut. Trinken. Nicht zu viel. Das habe ich ja schon gesagt. Ja. Also, jetzt geht's aber los, da. Habe ich mir extra keinen Zettel geschrieben, jetzt will ich trotzdem sagen, was ich sagen soll. So, was? Also, das ärgert mich, du gehst jetzt einfach. Bis dann später, Adding.